Paradies. Der ganze Moviment mit der Geschäft in der Kolonie hat sich früher auch nicht angestellt als heutzutage. Da hat es die Dampfer in dem Rio gegeben, wo alles hin und her von der Stadt geschleppt haben und der Moviment war groß. Von dort an bis an die Geschäftshäuser ist es Dings mit der Van geschleppt gibt. Es war dann immer so ein Peer-Ochse, groß und stark, wo kiloweise Dings gepackt haben, so Pusche mit seiner Kraft. Allerdings hat dann der Dampfzug fortgeschafft. Bei den Artikeln waren dann immer Neuigkeiten und Verlangensmittel. Aber der Preis von den Neuigkeiten wurde gemeiner Zeit verbotlich, weil die Kleinigkeiten waren immer mächtig teuer. Und durch Geld anschaffen wird nichts Leichtes. Für die Neuigkeiten dann kauflich machen hat's die Musterreiter gegeben. Viel haben so eine große Firma angeschafft, dass die meisten ältere Leute seine interessanteste und unverhoffte Steger kennen. Zwei, wo mächtig bekannt gibt, sind, waren der Sikop und der Malasartis. Heute das Stück, wo man erzählen, das hat der Malasartis angebrungen. Er war noch weit in der Kolonie mit seinem Mule und seinem Maler voll Rebels geritten und wo er jemand angetroffen hat, hat er sein Dings angeboten. Ein guter Freund hat er sich vorgenommen, der Kronenpikoder Weg nur reiten bis halber Mittag, für dann nochmal zurück in die Wille kommen. Das ist so passiert. Schon morgens früh, um 5 Uhr, hat er schon Kaffee getrunken und die Mule gesattelt. Da ist er der Straße noch geritten und die Häuser um den Moviment sind immer weniger gibt, bis alles nur mit Kampf war. Der erste hat er geplant zurückreiten, aber nur bis gedenkt hat er gemeint, er wird besser weiter bis ans Ende reiten. Ungefähr über Mittag ist er an ein Haus gekommen. Das Haus hat so in einem Kampf zwischen ein paar Bäumen gestanden. Nur im Glaube hat er einen Jungfräger die Tür aufgemacht und gefragt: Was willst du? Ich wollte ein bisschen Wasser haben und wenn möglich ein bisschen Essen haben. Gottes wird es ihnen viel lohnen durch mich, sagte er. Weil er von Gott eine Ahnung gemacht hat, hat sie sich interessiert. Ja, na, von wo kämst du her, dass du so miet bist? Ich komme von einem Platz, wo Paradies heißt. Ach so, kämst du von einem Paradies? Gewiss, es ist der schönste Platz für den Mensch zu leben. Der Musterreiter, weil er splinsig wird, hat direkt gesehen, dass an der Frau seine Frage was dahinter wird. Sie spricht weiter. Ja, Mann, ich sehe eine Witfrau. Kürzlich ist mein Mann gestorben und hat mich ohne Kinder gelassen. Hast du dich vielleicht nicht im Paradies gesehen oder angetroffen? Der splinsiger Musterreiter hat fix seine Antwort vorgebracht. Ist gut dran, aber ich bin hier hingekommen, weil er mich persönlich hierhin geschickt hat. Und ich bin da, weil er braucht ein Verdiot. Und mit den neuen Schuhen fahr sich vor Gottes Zeichen. Sollt auch Fum und Millelaub mitbringen, weil er ein bisschen rauchen kann. Und wenn es möglich wird, sollt ich das ganze Geld von der letzten Milchrechnung mitnehmen, weil er es muss haben. Alles das? Ja, was will man dann machen? Wart mal ein bisschen, ich geh es dann zusammenraffen, was dir gebe. Die Frau hat einen Pack gemacht und alles im Musterreiter abgibt. Da hat sich noch gefreut. Und über mich? Sagt er nix? Gewiss, er sagt, du wärst die süßeste Frau von der Welt und ich soll dich gut verkussen und vertricken, vor ihnen nur den Tag zurückbringen, wie's du wärst. Die dumme Frau hat dann noch gegeben. Und es ist so passiert. Der Musterreiter noch viel lieber noch sich dick der Pans voll fressen und saufen, ist nur der Wille geritten mit der Quajak voll Geld. Und bis heute spott er noch über die paradiesische Frau, wo er so leicht hingegangen hat.